Herzlich willkommen zurück hier bei RetroCache. Sinnlose Let's Plays mit Super Mario Odyssey zur Folge Nummer 22. Und es ist gewünscht worden, dass wir noch ein paar Männchen suchen. Und Mario hat sich da mal in die Blume gelegt und macht das Schläfli so. Wir haben das letzte Mal den Todd sagen, dass Prinzessin reisen ist und eine goldige Nuss. Da muss man sich auch irgendetwas machen. Aber keine Ahnung was. Schöfli jetzt auch noch rum da. Goldige Nuss, keine Ahnung was wir mit der machen. Und da hat es noch Türen und einen Pilz. Und einen Weg runter. Okay. Also, da wird eine langweilige Folge und wahrscheinlich werde ich auch nicht allzu viel reden dabei, aber wir können jetzt mal schauen, ob wir noch ein paar Münzli finden oder ein paar Münzen und dann... haben wir da einen Garten, hä? Okay, dann müssten wir da... ein paar Sternli sammeln. Wenn wir schon im Pilzkönigreich sind, dann sind es wenigstens auch Sternli. Und den Teil da hinten haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Darum würde ich mal sagen, dass wir diese Motorräder sind spitze. Und jetzt? Was soll ich mit dem? Weiß ich noch nicht. Dann wir mal schauen, da ist eine Aufgabe, okay, da können wir auch noch anschauen. Da hinten ist noch Münzen, die nehmen wir zuerst noch mit. Der Kapitän ist in den Shop gegangen. Okay. Was heißt das für mich? Weiß ich nicht. Darf wir dann mal ein paar Münzen sammeln. Okay. Und was willst du, Schöss? Es scheint, als wären die von Bowser gestohlenen Schätze wieder in ihren Heimatländern. Okay, die sind wieder heimgekommen. Und da ist da auch so Raketen-Challenge, hä? Hey, hey! Du kannst Gesichtspuzzle hoch über den Wolken spielen. Macht total Spaß! Okay. Gesichtspuzzle, ja. Macht da wirklich Spaß. Gesichtspuzzle, das Spiel, bei dem es aufs Äußere ankommt. Wenn du das Gesichtspuzzle meisterst, gebe ich dir einen Powermond. Na, versuchen wir es doch einmal. Spitze! Ich erkläre dir mal, wie Gesichtspuzzle gespielt wird. Siehst du das Gesicht dieses Charakters hier? Guck es dir genau an. Denn gleich musst du es wirklich zusammenfügen. Zuerst capturest du ein Teil mit deiner Kopfbedeckung, dann drehst du es und bewegst es an die richtige Stelle. Zum Schluss legst du es ab, ganz einfach. Ja, mal schauen, wie der kann. 60 Punkte. Irgendwie, ja, okay. Nein. Kann nicht wollen. Und Zeit habe ich unbegrenzt, hä? Nein, dann nicht wollen. Wieder falsch Knopf. Wahrscheinlich noch wird das ein Desaster.
Ja, da wird ein Desaster. Wieder Falschknopf. Okay. Ist du fertig? Ja, sind wir ja, aber ist nicht gut geworden. Zu viel den falschen Knopf gedrückt. Ja, für das sieht es gar nicht mal so schlecht aus. He? 71 Punkte. Okay, für da, dass ich denke, dass es einen Reinfall gibt. Wird das erhöht. Sollen wir es nochmal lernen? Wir probieren es nochmal. Ich hoffe, dass ich das mal die richtigen Knöpfe drücke. Punkte, okay. Also die Augenbrauen sind fast bei den Kappen oben, hä? Machen wir da ein bisschen zügig, in der Hoffnung, dass halbwegs gut kommt. Dann schauen wir mal, ob wir da so auf die Schnelle angebracht haben. Alles klar. Ja, ich finde, jetzt sieht gar nicht so schlimm aus. Die Frage ist, wie viele Punkte das wir überkommen. 65, weniger als letztes Mal. Obwohl es besser aussieht als letztes Mal. Okay. Nein, keine Lust mehr. Hat noch einen Haufen andere Sachen, die wir anschauen können. Drum zupfen wir doch da wieder. Und schauen mal, was wir sonst noch finden. Für ein Männchen hat es ja gegeben. Gumba Forest. Ja, aber ich vermute, irgendetwas müssen wir mit denen sicher machen irgendwo. Dann würde ich mal sagen, die können wir da mal holen. Dann machen wir da mal ein Türmchen. Schäfli jetzt auch noch rum. Ich vermute mal, die Schäfli müssen wir auch sammeln. Okay. Dann müssen wir in dem Fall mit denen gar nichts machen. Da. Doch irgendetwas machen mit denen, ne? Irgendetwas müssen wir doch mit denen machen. Gut, dann lassen wir die mal so wie sie sind. Jetzt noch ein paar Münzli zum Sammeln. Und dann müssen wir, glaube ich, hier werfen im Jahr.
der Gumperturm mit mir noch Wunder genommen. Ist denn der irgendwo da oben vielleicht? Und da mit dem... Münzen gesehen, die wollte ich noch mitnehmen. Also die Türe, ich glaube, da muss man sich anders anlegen, dass man in die Türe nie kommt. Die haben wir ja auch schon ein paar gehabt. Das Tunnel. Okay, das ist auf die andere Seite. Okay. Da jetzt noch Münze. Aber dann mit dem Gumberturm nicht mit dem schon ein Wunder, aber jetzt schauen wir zuerst mal ein paar Münzen, dass wir mal noch ein paar Münzli sammeln. Dann wollten wir noch ein paar Münzli sammeln, das wir da noch gemacht haben. Da ist noch ein Radio. Da können wir da noch rein. Da können wir da noch raufklettern. Könnte man aber. Nützt uns nicht viel. Die haben wir auch noch nicht gemacht. Da jetzt aber noch Münzen rum. Oh, lasst uns zusammen schwimmen. Ja. Ist ja ein bisschen klein da, deine Badwanne. Müsstest du nicht ein bisschen grössere haben? Da jetzt noch ein Samen hat es da noch. Da jetzt auch noch Münzen. Schaffe ich da noch mit der Luft, oder? Gehen wir die Luft aus. Ah, wird knapp, wird knapp, wird knapp, wird knapp. Aber es hat gelangt. So. Kann ich auch schneller laufen mit dem Samen? Ich glaube nicht, hä? Ich glaube nicht. Da eigentlich könnte man auch ein einfaches Samenrätsel machen, wie das aber ich jetzt hier nicht mache. Eine liegt noch da, okay. Hätten wir drei, wir noch einen fehlen. Ich glaube, da machen wir da noch. Ja gut, da oben hätte ich nicht wollen. Wenn wir jetzt da unten noch. Äpfel, hä? Das ist, die Röhre ist verstopft mit einem Äpfel. Da hat jetzt nochmal eine Röhre, die auch verstopft ist mit einem Äpfel. Da hat es noch Münzli.
Wasser ablassen. Wie beim Super Mario 64 kann man da glaube ich das Wasser ablassen. Ah, und da hinten hat es eine Gumba-Dame. Aber eigentlich wäre mal der Samen dran gewesen, weiss ich, wie jetzt da ein bisschen wild, sogar der gleiche Sound wie im Super Mario 64. Und wir kommen jetzt da wieder rauf. Ich weiß auch nicht, einmal da jetzt Stege wenigstens. He? Da haben wir noch Münzen, die wir gesehen haben. Dann nehmen wir die auch noch. So, dann würden noch 20 Münzli fehlen in dieser Welt. Schäfli haben wir auch überall mal gesehen. Dann ist der Gumba-Turm da wahrscheinlich zum... Kann ich die capture jetzt? Sind die wieder verstreut oder hocken die immer noch gleich aufeinander? Aber dann könnte man noch wenigstens Gumba-Dame machen. He? Ja, die sind immer noch so wie es gewesen sind. Okay, da müsste eigentlich lange, sind glaube ich alle von da. Das ist einfach ein relativ langer Weg zum dort rauflaufen. Und darum wird es ein bisschen langweilig. He? Wir können ja mal noch ein bisschen rumschauen und schauen, ob wir irgendwo noch etwas entdecken, was wir bräuchten. Und auf dem Schloss oben hat es vielleicht noch Münzli irgendwo. Dort hat es zumindest noch einen Stern. Und einmal da jetzt noch Münzli, he? So, also. Also etwas, was leuchtet. Okay, da gibt noch ein paar Münzen. Und dann hätten wir da noch so ein Tic-Tac-Turnier. Haben wir glaube ich mal eins haben wir, glaube ich, mal gemacht, oder? Aber zumindest haben wir genug Zeit. Dort jetzt nochmal das Tic-Tac-Turnier. Dort oben hat es noch so Früchte, da oben hat es nichts. Und da jetzt so schöne klassische Super Mario 64. Ah, und das Yoshi-Ei! Stimmt, den hätten wir auch noch nicht gehabt, gell? Und da oben hat es nochmal einen Stern. Mal noch schauen, dass wir dort rauffahren. Dort jetzt noch Münzen, 2. Oh. Nehmen wir mit dem Jüschens dort rauf. Ah, da können wir capturen. Was nützt uns der Yoshi? Ehrlich gesagt, da wissen wir gar nicht. He? Dann lassen wir die mal Yoshi sein. Dann schauen wir mal, was du da noch willst. He? Da müssen wir klettern. He? Nein!
Fast. Okay, schauen wir da, dass wir ein bisschen besser stehen. Okay. Nicht knapp, aber es hat passt. Wow, von hier aus kann man das ganze Pilzkönigreich überblicken. Ja. Jetzt muss ich so dort hinter in dem Fall, oder was? Weil da oben komme ich ja nichts über dem Fall. Ob da jetzt so gedacht war, weiß ich nicht, aber... So, und jetzt schauen wir mal, was da mit dem Jöschens auf sich hat. Ah. Der Drache. Okay, da ist so ein Puzzle. Nein, ehrlich gesagt möchte ich den Drachen nicht nochmal machen. Da habe ich keine Lust. Wir haben immer noch Münzen gesehen, da drinnen, glaube ich, gell? Falscher Knopf. Ja, hättest du die anderen Münzen auch mitnehmen, ne? Ja, danke. Und den? Ah, dort jetzt. Ah, okay. Manchmal ist es gut, wenn man rumschaut. Da ist auch noch das Tic-Tac-Turnier. Wie willst denn du Schöss? Ich bewache diesen Mond, damit die Gumbas ihn sich nicht holen. Ich habe gar keine Angst, wirklich nicht. Die Gumbas ihn nicht holen. Jetzt muss ich in dem Fall da... Ist die mit dem Gumba da rauf? Könnte noch möglich sein, hä? Okay, da wäre auch eher ein einfacherer gewesen. Und dann schauen wir das Tic-Tac-Turnier mal noch an, da, oder? Jetzt muss ich einfach schnell sein. Ziemlich schnell, für da steht sicher der Roller dort oben. Jetzt habe ich ein bisschen lang gebraucht, hä? Ja, aber wenn ich ein bisschen schneller bin, dann würde das funktionieren. Schätze ich mal.
Okay. Hätten wir die Frage in dem Fall auch geklärt, für was das der Roller da gewesen wäre. Dann haben wir den mal noch gemacht, dann wollten wir da eigentlich auch mal noch reinschauen. Und nur, dass ich es mal noch mal gesagt habe. Nein, ich werde nicht das Let's Play zu 100% machen, weil ich habe das Spiel schon mal zu 100% durchgespielt. Da könnt ihr da in der letzten Folge ganz am Schluss mal schauen, wenn das da war. Das ist schon eine Weile her. Und dann habe ich Offscreen gemacht und okay, dann müssen wir einfach alle Gegner nochmal machen, hä? Dann machen wir noch einen. Das war glaube ich nicht so schwer gewesen. Genau so, ja, probieren wir mal. Schauen, wie lange das da gut kommt. Oh, die gehen sogar Multimond. Wieder, nochmal. Okay. Revanche im Roboheim. Hein. Aber anzeigt, dass wir das geschafft haben, wird einem nicht, hä? In dem Fall könnte man da einfach alle Gegner nochmal machen, mit ein bisschen, in ein bisschen schwerer. In ein bisschen schwerer. So. Und da jetzt überall noch so rüber meine, schauen wir uns da noch an. Okay, mal, da sind effektiv überall ein bisschen den Gegner nochmal verteilt, wo wir schon mal hatten. Dann würde ich sagen, das wäre es von dieser Folge. Es hat da sicher noch mehr Mündchen zum Sammeln und den Stein haben wir da irgendwie nicht gefunden, aber das ist ja auch egal. Dann würden wir uns in der nächsten Folge nochmal eine Welt anschauen, würde ich meinen. Dann würden wir mal Retrogos Wetland, haben wir ja schon gesehen. Haben zwar nicht alles geholt, aber
Peach haben wir dann besucht und dann würde ich sagen, wir schauen mal schauen, dass wir Peach noch in allen Ländern besuchen und dann mal schauen, was das sonst noch abgeht und die 42 Männchen würden wir uns noch zusammensammeln, um zu schauen, wo das wir dann sonst noch ankommen. Das wäre es im Fall von dieser Folge. Vielen Dank, sind ihr dabei gewesen, bis zum nächsten Mal und man hört sich.